liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Ersingen. Wir haben heute 3 folgende Beiträge für euch in der Sendung. In Thun wird die Doppel-Initiative gegen Wohnungsnot lanciert. Ein Einblick in die Welt der Helfer am Seaside Festival. Und Tag vor offener Bunkertür zu Interlaken. Was heute schon noch so alles gelaufen ist, haben wir für euch kurz und kompakt zusammengefasst. Bis zu 4 Milliarden Franken Kredit. Der Rettungsschirm für die Axpo ist aktiviert. Bis jetzt hat der Energieversorger nicht über einen Kreditrahmen verfügt. Es ist das erste Energieunternehmen, das diesen Rettungsschirm beansprucht. Der Reto Jakob ist der einzige Präsidiumskandidat. Für die Wahl vom Gemeindepräsidium gibt es nur einen Bewerber, der amtierende SVP-Gemeindepräsident. So informiert die Gemeinde Steffisburg nach dem Ende der Anmeldefrist. Ein Wolf am Könitzer Ulmitzer Berg gesichtet. Am Ulmitzer Berg oberhalb von Schlieren bei Könitz ist am Montag ein Wolf gesichtet worden. Das kantonale Jagdinspektorat hat Kenntnis von dieser Sichtung und sagt, vereinzelt hat es ja schon bisher Wölfe in der Stadtnähe gegeben. Von Wölfen gehen grundsätzlich keine Gefahr für Menschen aus. Seit Jahren herrscht im Tor zum Oberland Wohnungsnot. Dagegen haben die Wohnbaugenossenschaften eine Initiative lanciert. Rebecca Affolter war dabei. Ihr habt jetzt heute hier 2 Initiativen zum Thema Wohnen lanciert. Was ist das Problem in Thun? Also in Thun herrscht schon seit vielen Jahren Wohnungsnot. Und der Begriff Wohnungsnot wird wirklich so offiziell gebraucht, wenn der Leerwohnungsbestand unter 1% ist. In Thun ist das schon seit vielen Jahren so und er ist erschreckend tief. Also letztes Jahr war es bei 0,17%. Und darum ist es sicher mal nötig, dass es neue Wohnungen gibt in Thun. Und natürlich wünschen wir uns preisgünstigen, gemeinnützigen Wohnungsbau. Könnt ihr kurz zusammenfassen, was genau die Initiative für mehr bezahlbare Wohnungen beinhaltet? Ja, wir fordern, dass in der Stadt Thun bis 2035 der Anteil von gemeinnützigen Wohnungen auf 15% steigt mindestens. Aktuell hat Thun ungefähr 10% gemeinnützigen Wohnungsbau. Es hat auch schon mal mehr gehabt. Es ist jetzt eher gesunken in den letzten Jahren. Und wir möchten eben gerne auf mindestens 15% rauf. Ja, die Initiative für Poststudenzell beinhaltet, dass wir fordern, dass es 50% auf dem gesamten Areal soll gemeinnütziger Wohnungsbau sein. Das ist eigentlich mindestens 50%, das dürfte auch mehr sein. Wieso bietet sich für die Initiative das Poststudenzell an? Das bietet sich an, weil auf dem ganzen Areal gehört der Stadt Thun 55% vom Areal. Also hat dort die Stadt Thun die Möglichkeit, ohne Investoren oder Eigentümer, Private dazu zu zwingen, gemeinnützigen Wohnungsbau zu machen, kann das die Stadt Thun auf dem eigenen Land realisieren. Und darum bietet sich Poststudenzell an und das ist eigentlich einmalig, weil sonst hat die Stadt nie mehr so viel Land, das sie den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern könnte. Wieso ist die Initiative auch für Mieter und Mieterinnen wichtig? Ja, gemeinnütziger Wohnungsbau verspricht einfach auch weniger hohe Mietkosten. Sie sind im Durchschnitt bis 20% unter dem Durchschnitt sein. In den Wohnbaugenossenschaften gibt es den Vorteil, dass verschiedenes Wohnangebot ist, also kleine Wohnung, mittlere, grosse, dass man je nach Bedürfnis auch wechseln kann innerhalb einer Genossenschaft. Es ist eine soziale Durchmischung da und ja, wir finden das sehr eine gute Idee. Die Spietzenbucht hat sich für 2 Tage in ein Festgelände verwandelt. Mit den helfenden Händen soll am Mittwochabend nichts mehr davon zu sehen sein. Der Manuel Glaser hat das ganze Thema genauer unter die Lupe genommen und mit den Helfenden geredet. Seit dem 15. August sind wir hier in Buchtungen mit dem Aufbau beschäftigt und fangen morgen an mit dem Abbau. Der Abbau geht deutlich schneller. Bis am Mittwoch sollten wir eigentlich fast nachher sein. Nein, wir können es eigentlich geniessen. Gestern ist der Regen gekommen, da mussten wir 2, 3 Sachen machen. Jetzt haben wir vorhin spontan einen Stegen bauen für den Stefan Eicher. Genau. Was passiert denn mit dieser Stege, die Stefan Eicher spontan wollte? So wie ich mitbekommen habe, kommen Tamburen und die laufen dann durch die Leute durch, dass sie dann direkt auf die Bühne rauf können.
Auf das, was ich mich am meisten freue, ist eigentlich auch der erste Ton vom Festival. Dann weiss ich einfach, es geht los. Und was ist der Lieblingsmoment von diesen 2 Tagen Seaside? Einfach das Zusammensein mit den Leuten, die man es aufgestellt hat, das gut haben und einfach geniessen, was wir eigentlich hier erbaut haben in diesen 2 Wochen. Wie ist es gestern mit den Regenpellerinnen gegangen? In 20 Minuten den ganzen Rest verteilt. Also insgesamt waren 10'000 da. Und die haben wir dann in einem Tag verteilt, was halt so geschifft hat. Und es haben auch mehrere Leute haben mehrmals kommen, weil die Regenpellerinnen oft auch kaputt sind gegangen. Also sie sind die Kapuze komplett verschrissen, hinten den Rücken komplett aufgerissen. Und viele Regenjacken haben auch durchgelassen. Sie alle so, ja, ich habe extra so eine teure Regenjacke gekauft und die hat jetzt auch schon durchgelassen und so. Was war bis jetzt dein Lieblingsmoment an diesem Seaside Festival? Also ich habe bis jetzt vom Konzert her schauen, alles gut gefunden, weil vom Infopoint sieht man halt direkt auf die Bühne. Und man sieht halt auch über alle Leute, was ein bisschen weiter oben ist. Das heisst, ich hatte es eigentlich mega gäbig die ganze Zeit. Und dann bin ich, als ich beim Bootshaus war, hat man eigentlich auch das ganze Konzert gehört und die Hunde gut auf die Bühne gesehen. Und man hat es eigentlich gar nicht so auf die Leute konzentrieren, weil wir halt nicht durchgehend Leute durchladen, so es sind nur zwischendurch ein paar reingekommen. Und deswegen konnte man eigentlich auch gut das Konzert genießen. Also ich freue mich jetzt am meisten auf Toto. Da hast du noch einen guten Job verwünscht, in dem Fall? Ja, eigentlich schon recht. Jahre Hunterverein Interlaken. Zu diesem besonderen Anlass hat der Verein seinen Bunker auf dem Flugplatz geöffnet und einen interessanten Einblick gegeben. Kim Franzen ist vorbeischauen. Auf dem Platz sind wir im Grossen und Ganzen, der ist aufgeteilt, die technische Ausstellung da, die im U122 komplett gefüllt ist mit Material. Und nachher zur technischen Ausstellung gehören auch noch die Modelle draussen stehen, also der Flüger selber natürlich, die Schleppertraktoren, das Cockpit, wo die Leute einsteigen können. In diesem Cockpit kann jeder mal einsteigen und ein bisschen fotografieren oder was er machen will. Nachher haben wir die Festwirtschaft, die im zweiten Hangar, wie ich schon erwähnt habe, ist, wo wir sonst nicht gemietet haben, wo wir grosszügigerweise von unseren Nachbarn bekommen haben. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Und die Festwirtschaft selber ist draussen, wo wir einen Catering-Service angestellt haben. Das haben wir nicht mit dem Verein können stemmen, dass wir die Verpflegung auch noch selber machen. Wir tun nur Getränke managen da, ja. Das ist eigentlich etwa alles. Der Flüger, ich sage auch immer, er ist fast gleich alt wie ich selber. Ich habe Jahrgang 1953 und der Flüger selber ist 1958 in der Schweizer Luftwaffe eingeführt worden und ist, wie man schon gehört hat, in den Ausführungen von meinem Vereinsmitglied, ist bis 1992 eigentlich geflogen worden noch in der Luftwaffe und nachher ist die ganze Flotte ausgemustert worden. Der grösste Teil der Flüger ist liquidiert worden und das wunderschöne Stück hier haben wir natürlich danach auch können halten. Und der Flüger selber, ich sage immer, es ist ein richtiges Schlachtross. Man sieht ja, wie bis in jede Spitze bewaffnet. Das sind alles Raketen, Bomben, alles. Das sind natürlich nicht mehr scharfe Bomben. Sobald ein Munitionsstück eine gelbe Farbe dran hat, heisst das, dass es nicht mehr scharf ist. Das ist einfach nur, wir sagen dem, das ist sogenannte Manipuliermunition. Ob das Wetter weiterhin so schön bleibt, erzählt uns nachher das Meteo News Team im Anschluss. Das war es mit dem heutigen Panorama. Weitere Infos zu allen News findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Abend und bis gleich. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit der Bellevue auf die Bundeshauptstadt. Ein kräftiges Typhon Peggy heisst, liegt am heutigen Montag knapp westlich von Irland mit einer südwestlichen Höhenströmung, führt das Tief sehr warme Luft nach Mitteleuropa. Zudem befindet sich über uns noch ein stabilisierender Hochdruckrücken, der sich dann morgen langsam in Richtung Osten verlagert und wieder Platz macht für feuchtere und labil geschichtete Luft.
In Dienstag starten wir so wieder recht sonnig. In Richtung Jura kann es den einen oder anderen gut Regen geben. Dazu erwarten wir rund 16 Grad in Biel, 15 Grad in Bern und 15 Grad auch in Thun. Auch der Nachmittag zeigt sich eigentlich recht freundlich. Im Verlauf steigt dann vor allem im Oberland wieder die Schauer- und Gewitterneigung an. Und es wird noch mal warm. Temperaturen die erreichen bis zu 26 Grad in Langenthal wie auch in Burgdorf. Und im Oberland, zum Beispiel in Brienz und Meiringen, langt es für etwa 25 Grad. Für den Mittwoch erwarten wir teils sonniges Wetter mit vereinzelten Regengüssen oder auch Gewitter. Am Donnerstag und am Freitag zeigt sich das Wetter veränderlich mit sonnigen Abschnitten und Schauer. Am Samstag gibt es dann wahrscheinlich nur noch lokal ein paar Schauer und sonst wird es teils recht sonnig. Und für den Sonntag rechnen wir bis jetzt wieder mit überwiegend trockenem Wetter. Aber ab Mittwoch geht das Temperaturniveau klar zurück. Geniessen Sie noch die warmen Tage. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal wieder. Alles Gute, ade miteinander.